Hallo zusammen, hier ist wieder euer Anulu. Heute mit dabei ist wieder mal der Randleman. Hallo Randleman. Hallo zusammen, hallo. Hallo, hallo. Wir haben heute eine kleine Special-Folge für euch. Es kommt ja nächstens der Patch Nummer 10 raus. Also nicht der Repatch, sondern der Patch vom Spieli. Und darum muss ich mich ein bisschen entschuldigen, dass ich gerade nicht mehr so à jour bin mit Einzelfolgen. Weil ich mir gedacht, jetzt da weiss nicht was bauen, für das nachher im Patch 10 wieder alles kaputt ist. Ist schon ein bisschen schade. Dafür hat der Randleman da im Kreis gesäckelt. Und wir haben uns da ein bisschen Mühe gemacht, auch ein bisschen auf unserem eigenen Server ein bisschen etwas Schönes bastelt für euch. Und euch das schön jetzt mal zeigen, würde ich mal sagen. Genau. Ja. Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen entschuldigen. 2 Wochen krank gewesen jetzt, also schlecht gegangen mit Aufnehmen mit meinem Hals und allem. Es kann, dass ich niesen und husten und so, da tue ich mich schon jetzt einmal entschuldigen. Oh ja, ja. Das hat uns gleichzeitig verrutscht. Genau. Keine Schlussfolgerungen ziehen da. Das ist extrem. Ja, das ist extreme Grippe, die überträgst sogar über das Mikrofon irgendwie, oder ich weiss es auch nicht. Ja, das ist krass, wenn ich also über das Headset bekommen. Also wir kennen uns sonst persönlich eigentlich gar nicht. Wir verkehren alles an nichts zusammen. Ja, wörtlich und sprichwörtlich nicht. So, Ja, beim so. Hüsteln bin ich immer noch ein bisschen. So, ich würde sagen, ich gehe da mal in den ersten Stock kochen, in unser Parterre. Also das Haus, das ist schon vorher gestanden, das haben wir einfach so in Beschlag genommen. Das wäre das Parterre gewesen, also hier wäre eigentlich nur bis hier so eine, wie sagt man dem? So eine, Ja. wie sagt man dem? Es ist eigentlich da kein Boden drin gewesen, aber also es ist eigentlich, Genau, einfach nur so bis hier. So bis hier war einfach gewesen, und dann war da zu gewesen. Und dann ist der Randleman auf die super Idee gekommen, Boden reinzuziehen. Dass wir schön richtig ein bisschen Platz haben da. Also das sind unsere Schlafplätze. ja. Aber eben weiter zu Hunger. Also, Sehr stilvoll eingerichtet, muss man natürlich auch noch sagen. definitiv, ja. Also wenn ich es wirklich Mühe gegeben habe. Ist so ein bisschen unsere Aufbewahrungstruhen. Wo wir so ein bisschen ernst Seich drin haben. Also da mal eins auf. Ja, gerade eins, der fast leer ist. Also wir haben da recht Sachen angesammelt in dieser Zeit, wo wir da Gas geben. Müssen wir mal schauen. Alles voll Steine. Der Grund tue ich nachher sehr. Da kommen wir nachher noch dazu. Ein bisschen Medizinschäftchen. Ein bisschen überall etwas drin ist. 2 Gunsafes, Munitionskisten. Essen und Trinken ist im Kühlschrank. Also wie ihr seht, wir sind versorgt. Ja. Hungern tun wir nicht. Definitiv nicht. Wie ihr schon gesehen, die 3 überdimensionalen Dinger hier, mit dem haben wir dann nachher etwas sehr, sehr Spezielles vor, aber da kommen wir nachher noch dazu, würde ich sagen. Genau. So, wie gesagt, hier ist unser Schlafplatz. Hier hängen raus haben wir unseren schönen Dachgarten. Den wir so ein bisschen gemacht haben. Alles schön erhöht, also da kommen die Zombies nicht rauf. Und dann muss man nur her drücken und schon hat man Korn dabei. Korn. Korn. Yes. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch da in den obersten Stock. Einfach aufpassen, dass man nicht zu viel zeigt. Das könnte noch schwierig werden. So, hier ist unser Dachpool. Nein, ich bin wieder runtergefallen, ich bin der Näse. So, hier ist unser Dachpool. Irgendwie müssen wir zwischendurch auch ein bisschen betteln haben. So. Das war es eigentlich schon vom ersten Haus. Wie ihr hier seht, haben wir hier eine Brücke gebaut. Ich kann leider nicht schneller, typisch haben wir einfach schon wieder die Taxe gebrochen, oder?
Aber ich habe mir einen Splint hergetan, Painkillers genommen, also es ist ein Heilen. Aber nicht nur ein Bein gebrochen, so wie der läuft. Aber noch sonst irgendwie... ich darf es fast nicht sagen. Ja, da ist fast alles kaputt. Wie ihr gesagt habt, wir haben hier ein See, also wir haben direkten Zugang zum See. Haben uns schön reingepastelt. Alles ein bisschen abgesichert mit Spitzen. Dass die uns da das Zeug nicht kaputt machen. Wie ihr da seht. Und der Ding ist unser Dachgarten. Hüpf, hüpf. Ein bisschen gross. Merke ich gerade. Ja, ist schon gross. Jetzt seht ihr ja hier rechts eine Brücke. Zeigen wir das Gebäude schon? Oder laufen wir noch ein bisschen geduckt da am Hochhaus nebendurch? Ja. Und schaut, hier haben wir einen schönen Turm. Wir haben uns dann einen Ausguck gemacht. Ausguck? Ja, da geht es eigentlich nur auf und oben ist eigentlich, aber ich tue euch das schon noch heute nachher zeigen, bevor fertig ist. Also, es geht einen Moment, bis man da oben ist. Ja, das ist eben da. Es geht schon gefühlte 4,5 Stunden, bis man da oben ist. Ja, und oben sieht man nachher nicht wirklich viel, weil ich habe Fenster her da und die Fenster die sind einfach dreckig und die kann man nicht putzen. Und so sieht man eigentlich gar nichts. Also, es ist eigentlich nur von unten schön. Ja, es ist nur von unten schön. Darum, man kann es eigentlich auch lassen, da drauf zu schnacken. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir noch eine Schritt auf das Dach, weil ihr wieder da seht, haben wir da rechts eine Steinbrücke, die führt zu einem zweiten Gebäude, wo wir uns da haben zusammen geschustert. Hey, jetzt muss ich da wieder rauf. Ja. Ja, ist gegangen. Yes. So, und das zweite Gebäude, wo zeigen wir jetzt? Auch hier drauf, so. Geh mal. Das wäre, tada, eine Hochhaus. Alles aus Stein, also Mühe gehabt wie verrückt, die ganze Tankgas geht zusammen. Das ist schon noch 1,2 Meter gross. Ja. Ich glaube um die 9 Stück oder so habe ich nicht gemacht. 1, 2, 7, okay. Ja, das ist auch genug gross. Wirklich gross, seid ihr nicht enttäuscht. Sehr gross eingerichtet habe ich es nicht. Aber wir fangen jetzt mal hier gleich im ersten Stock an. Schau dir, dass du nicht ins Loch reingehst, Randleman. Nice. So, wenn man hier unten reinkommt, haben wir das Informationscenter. Schönes Schildchen gefunden. Also da tun wir die Überlebenden hier da auffahren. Ja. Da ist das Büro von unserer, da hätte ich fast gesagt Serviertochter, von unserer Bürofrau. Da ist ein bisschen Aktenschränke. Das ist das Gleiche, wie wenn meine Alben zum Frauenarzt geht. Dann sage ich gegen den Tierarzt, der weiss aber auch nicht warum. Das ist einfach schon. Das ist auch gut, nice. Nice, wow. Okay, dann gehen wir mal weiter. Eben, erster Stock ist nichts. Kannst du durchziehen, Randleman. Zweiter Stock ist leer. Ist alles leer, oder? Dritter Stock ist leer. Vierter Stock ist leer. Ich glaube, im 5. kannst du schnell raus. Ja, im 5. kannst du raus. Da ist nämlich unsere Küche. Das ist ein Raum, den ich noch ein bisschen eingerichtet habe. Wie schöne Bilder der Wang. Ja, man sieht es dran, Ulu hat irgendwie ein Flair für die Feuerstelle. Definitiv. Es kann ja mal sein, dass wir mal ein bisschen mehr Leute auf dem Server sind, dass jeder sein eigenes Feuerchen hat, oder? Natürlich. So, nachher. Hier ist nicht, da kann man noch etwas. Ah, das wäre Randleman sein Schlafzimmer dort. Ja. Und das da hier ist meins. Also das ist mein Privatgemach. Ein bisschen kleiner Fernseher, ich weiss, aber es reicht. Ja, es reicht. Kühlschrank, Schreibtisch. Bei so einer Auswahl von Sender, die du nach einer Zombie-Apokalypse noch hast, reicht der kleinste Fernseher. Das stimmt eigentlich. Wenn du da kein DVD-Gerät hast und irgendwie zu Strom kommst, bringt dir eigentlich ein Fernseher genau gar nichts. Ja, so ist es.
So, dann gehen wir noch kurz aufs Dach. Da ich so gerne drüber rausgehe und wir immer Taxen brechen, haben wir gedacht, kann man jetzt da ein Zündchen machen. Aber Achtung, überall auf der Seite, zwischendurch so Ecken, Spinnen, gell, Rentleman? Ja, die kannst du nie einfügen, das will es nicht fressen. Weiss auch nicht. Wir haben es 100-mal versucht mit x verschiedenen Zäunen, aber wir haben es einfach zum Teil einfach nicht hergebracht. Und darum muss man gleich noch ein bisschen schauen. Also, wenn hier rausgehst, ist nicht nur Taxen gebrochen. Genau. So, und dann würde ich doch sagen, nein, geh jetzt dran. Würde ich doch sagen, ziehen wir es gerade ganz durch, weil weiter gesagt, hier unten geht es noch weiter. Da ist gerade ein Loch. Und jetzt ziehen wir es gerade weiter das Loch ab. Und da geht es nämlich ganz tief. Fast wieder Sammy Klaus. Also das ist wir haben bis zum Unterstachen haben wir gebuddelt, also das ist der unterste Boden hier. Es geht nicht mehr weiter, jetzt muss ich auf die Seite, kommt mir der Rändelmann auf den Kopf. Jetzt gehen wir zuerst links, würde ich sagen, oder? Weil wir haben eine Verbindung gemacht zu unserem, ja, das ist eigentlich schon fast ein Alibi-Haus, oder? Wenn man sagen will. Also. Ja. Voilà. Und jetzt, ich glaube, da gehst du voraus, weil da hast du dir sehr Mühe gegeben, das Ganze zu machen. Erzähl uns. Ja, das sind eigentlich so halbe Blöcke da, die ich da ein bisschen getestet habe. Die kannst du eigentlich so ziemlich in die Mauer reinbauen. Also, da kannst du relativ schöne Sachen machen, habe ich gemerkt. Man sieht, das ist schon schön, das sieht da recht gut aus hier. Sieht super aus, ja. Ja, nein, das ist einfach ein bisschen verkleidet, so gut, dass es gegangen ist. Ja, da geht es grosser Raum hier und ja. Ja, und hier ging es dann wieder rauf zum Haupthaus. Also zum ersten, ja. Genau, dort wo wir eigentlich gestartet sind. Ja. Unten rauf, dort wo die Waffenschränke sind und so, kommt man dort rauf. Also wenn man sich die Mühe macht, kann man den ganzen unterirdischen Tunnel so verkleiden. Aber es ist halt schon ja, nicht jetzt von heute auf morgen gemacht, das Ganze. Ja, das ist relativ ein Ausprobieren, also. Ja, ist noch ein bisschen tricky. Wenn man aber mal weiss, wie das ist, geht es relativ schnell. Bis man es mal weiss. Ja. Ja, zuerst gar nicht gewusst, dass man das so in die Wange reinbauen kann. Man kann es wirklich ziemlich in die Wange reinziehen. Also, gibt es einfach schön gerade in die Wange, das ist eigentlich mal cool. Ja, ist gut zu wissen. Wo wie man hier sieht, das sieht halt schon bedeutend weniger schön aus. Also. Ja gut, das erfüllt seinen Zweck. Also musst ja, du da definitiv. Nicht, Definitiv. Weil hier wollen wir ja zu Steinen kommen. Ein kleines Zwischenlager. Ja, seht ihr, das ist alles, die Steine sind auch rausgekommen hier beim Buddeln. Und das ist alles Iron, das da ist rausgekommen. Also, wir haben da gebuddelt wie im U-Wurf. Auch wieder hier seht, ich habe massenhaft TNT dabei, aber da kommen wir näher dazu. Wieder hier seht, hier wäre so ein Eisenlager, was immer noch tonnenweise hat, aber wir haben so viel, das ist noch alles Restlager. Und wieso, dass wir eigentlich hier unten durchlaufen? Wenn wir dann mal am Ende sind von unserem langen Maulwurftunnel, dort ist, kommt dann noch einmal etwas. Eben zu meinem TNT, wie ihr seht, ich habe da sehr viel TNT in meiner Liste. Da haben wir dann nachher noch etwas Lustiges vor. Mhm. Ja, 2, 3 drinnen da. Schon 2, 3 drin, gut. Und der Tunnel zieht sich da. Ja. Habe ich fast wieder das Trinken aus Essen vergessen. Das ist schon stehen, wenn im Notfall. Ja, schon genug, aber ja, ich vergesse einfach gegen das Trinken und das Essen, weil so eine kleine Krankheit, die ich habe. Ja, viel merke ich es auch, wenn er reklamiert. Genau. So, hier ist fertig. Hier geht's absi. Gehen wir mal absi. Gehen wir absi. Nein, wo ist jetzt das Problem? Jetzt will er nicht rauf. Jetzt will er wirklich nicht rauf. Kommst du rauf? Ja, komm. Ja. Nur Kumpen. Na, ist gut. Hello, wieder. Wieder hier gesehen, ganz Menge Eisenadern. Sind wir jetzt gerade heute nebendurch.
So, jetzt. Nein! Ah, jetzt ist es gegangen. Also das Gebäude ist schon gar nicht eingerichtet, das ist eigentlich nur sehr stabil gebaut, wegen für Zombie-Horden, dass sie uns da nicht unten reinkommen. Und jetzt müsst ihr mal die lustige Buggy-Tür hier schauen. Weißt du, das ja, Tut's da mal auf. Und irgendwie... Die spinnt. Die will nicht. Dafür kommen auch keine Zombies durch. Aber da hier vorne haben wir eine funktionierende. Also wir müssen schauen, also die Hütte ist mir dann noch einmal, das Dach ist mir einmal eingefallen. Ich bin eben nicht so Fan von schrägen Dächern, das geht alles immer in die Hose. Und wieso, dass wir hier eigentlich ein Haus haben? Ach no, das ist der Holzdings von uns. Und hier ist eine Farm. Mit sehr, sehr viel Mais. Und da kann man jetzt eben schön unterirdisch, ja, das ist das Haus von uns, kann man schön unterirdisch bis jetzt zum Maisfeld säckeln, Essen holen und wieder retour. Praktisch. Sehr praktisch. Ich wollte eigentlich alles noch umzäunen. Ich muss mir dann sagen, es ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee, weil Zombies spawnen ja überall. Also ich habe schon zugeschaut, die Zombies da mitten im Maisfeld drinnen spawnen. Und wenn du keine Mauer drumherum hast, dann sind sie irgendwann nicht mehr im Maisfeld. Wenn aber eine Mauer drumherum ziehst, dann ist unter Umständen irgendwann mal doch 50 Zombies drin. Darum habe ich gedacht, ich lasse jetzt gescheiter sein. So, das wäre eigentlich unsere Gebäude, die wir hier gebastelt haben. Und ich würde sagen, jetzt machen wir heute die ganze kleine Cut. Die heute schön etwas vorbereiten für euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns gerade sofort wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen, hä? Also, bis nachher. Tschüss zusammen. Nachher. So, und so sind wir wieder da. Wir haben jetzt schön brav alles für TNT. Wie ihr da seht. Also, ich gehe nur mit dem Sniper drüber, dass ihr das Sorti seht. Ah. Also, wir haben alles vermint. Und da geht es Opsi. Das ganze Dach und das ganze Hochhaus. Alles. Wenn wir mal schauen, jetzt tun wir sicher ganzen Server auf der ganzen Welt flachlegen. Oder da. Also da der Hochturm, der ist nur unter. Das hat eigentlich dann nachher schön zusammengefallen. Und jetzt versucht der Randleman, tut rechts einen Schuss abgeben und ich gebe links einen Schuss ab. Und dann schauen wir, ob das funktioniert. Okay. Bist du parat? Ich bin parat. Okay. 3, 2, 1, 0. Oh mein Gott. Oh, darf die Frames einbrüchen? Wow. Das war sich kaum aufgelöst, Mann. Schau, der Zombie steht da dort und schon am Zuschauen. Der begreift Welt nicht. Achtung, der Ton. Oh, jetzt ist der Ton. Oh, jetzt kommt er nachher. Oder einmal. Er ist sich am Auflösen. Wow. Zombie kommt nicht mehr raus. Zombie kommt nicht mehr raus. Dann gebe ich jetzt nur die Geräte. Wow. Mit der Armbrust schieße ich den besser, merci. Dann steht da noch ein. Die bewegen sich nicht mal mehr. Wow, was für eine Explosion, du. Steht jetzt das Zeug noch, oder ist das... Ich kann jetzt mal schauen. Ja, da ist die Leiter irgendwo. Warte jetzt mal, Hier, was jetzt da? Hier, ja. Was? Nein, jetzt bin ich gleich runtergefallen. Das ist doch einfach Kabis. Ah, schon ein Gagu. Wow, was für eine Explosion, du. Das Hochhaus hat fantastisch ausgesehen. Ja, die Brücke hat es gar nicht richtig verhebelt. Ja, die Brücke hat es
Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir zu wenig TNT gelegt haben. Da das Heiland-Donner. Ja, aber gleich, schau. Ganz geil, Mann. Oh, der Zombie hat ihn bereicht. das, das steht nur noch in den Grundmauern da, leck. Nein, jetzt bin ich gestorben durch die Huren Ding. Nein, das glaube ich nicht. Wieso bist du gestorben? Wegen der Spitze? Ja, das ist im Fall, wenn die ein bisschen nach da sind. Oh nein. Weil das ist noch alles, was übrig ist von heute. Da. Und dann der erste Stock, der hat es eigentlich den meisten sollen nehmen. Dort habe ich TNT hergelegt. An das Heiland-Donner. Ja, das war jetzt auch eine schöne Explosion. Gewesen. Ah, das war eine schöne Explosion. Wow. Gut, dann kann ich da nämlich gerade verrebeln vor mir her. So, das war's mit unserem schönen Haus. Der Mais hängt noch in der Luft, Alter. Der Server ist gar nicht mehr nachgekommen. Du Bot, Heiland-Donner. Gehst, ist der Zombie gesehen, der hat die Welt überhaupt nicht begriffen. Ja, der hat nicht mehr geschnallt. Wow. Oh yes. So, das war's. Jetzt haben wir unser schönes Projekt vernichtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie das alles schön gerebelt hat. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Rest. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch beiden einen Daumen hoch. Tschüss zusammen, euer Nulu. Tschüss zusammen, euer Randallman.